Et heescht, dass am Kader vum nationalen Autofestival noch nie soviel ëmweltfreundlech neue Gefierer an de Showroomen ausgestalt sinn. Da mëchte Leiit, die sech neuen Auto uschafe wëllen, d'Liewen net unbedingt mir einfach. Das stellen sich viel Frohen, wat vier an Nodeler von denen verschiedene Motorisationen sind. Kaufrekommandationen, die gering Regierungsmembre gemacht haben, sorgen echt dann nicht dafür, dass die Leute rationale Schwach können machen. Minister Thomas rekommandiert allen Menschen, für aus Umweltgründen ein Elektroauto zu kaufen. Ist das wirklich sinnvoll an ihren Händen? Ich meine, das muss ich ganz stark relativieren. Elektroautos haben dann Vorteile, wenn nicht viele Kilometer fährt. Aber am großen Ganzen kann ich das nicht so sagen, weil die Produktion von Elektroautos aus einem Blick auf jeden Fall nicht unbedingt mehr umweltfreundlich wie die von Diesel- oder elektrischen Autos. Die Produktion von der Batterie notamment hat einen immensen Aufwand. Es braucht noch sogenannte Seelenerden, was also strategische Aufhängigkeit kann bringen, weil viel davon aus chinesischen Händen ist. Und schlussendlich muss ich noch ganz klar sehen, dass am Blick besonders bei der Produktion vom Kobalt ganz viel Kannererbecht mit der Produktion auch von den Elektroautos verbunden. Also es gibt also grave Menschenrechtsprobleme an der Schmenge wäre besser gewesen. Der Minister hat gesagt, von dem mal alles bis gelesen ist, da soll in auf Elektro gehen und nicht schon lo. Ja, gleichzeitig so Regierungsmember wie zum Beispiel Herr Bausch ausdrücklich, es soll ich keinen Diesel kaufen. Kann ich dazu unkommentiert stehen lassen? Nee, ich meine, muss ich ganz klar gesehen, dass ein Diesel, also die Motorisierung über den Diesel Vierdeler hat, hängt eben davon ab, wie den Einzelnen fahren, wenn er viel Distanzen fährt, schwer Lasten transportieren, also eine Dieselmotorisierung allen anderen nach immer weit überlegen. Es muss ich einfach gesehen, dazu kategorisch aus, so wie der Minister Bausch so gemerkt hat, kauft kein Diesel mehr, heißt das, Leute mehr auf Benzin, geben andere auf elektrisch mehr auf Benzin. An der Realität wird natürlich auch dazu führen, dass deutlich mehr Kohlendioxid ausgestoßen wird, weil der Benzinmotor mehr Kohlendioxid produziert wie der Dieselmotor. Wenn das Ihrer Meinung nur ein rationaler Approach, ja, was für ein Auto soll ihn dann noch kaufen? Soll ihn da wirklich schon nach gucken, was er genau braucht? Ja, muss ich gucken. Ich meine, das ist nicht für den Elektromotor unbedingt zu forcieren. Wir hatten ja gesagt, dass auch den Nodeler hat noch nicht am Blick unbedingt mehr umweltfreundlich ist. Den Elektromotor, also auch von der Vielgängen drüber fahren, am Blick noch nicht praktikabel, ganz einfach, weil als elektrische Netze, da nicht hier keine Kapazitäten nicht da sind. Also Leute sollen hier Besoin evaluieren, Diesel für Leute, die viel fahren, weit fahren, Lasten transportieren, Benzin für Leute, die eben nicht so weit fahren. Das ist auch ein Trend, wenn man blickt, ein Elektroauto als Zweitauto zu hören, wird dann natürlich an der Gesamtumweltbilanz auch kein Viertel aus, weil dann einfach mehr Auto fahren, davon ein Teil elektrisch. Ich meine, das muss ich differenzieren. Wo wir politisch müssen darauf aufpassen, ist, dass die ganzen Aktivismus von dieser Regierung eigentlich gegen die individuelle Mobilität hin zum öffentlichen Transport, aber nicht dahin sich entwickelt, dass den individuellen Transport soll angeschränkt gehen. Das ist ein wichtiger Teil von unserer Freiheit. Aber wir müssen am jeden Fall als ADR aufpassen, dass die individuelle Mobilität nicht auf Frage gestellt wird bei aller Umweltfreundlichkeit.